sehr geehrte Vertreter der Politik, der Kirchengemeinden, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es ist eine große Freude, dass ich Sie alle hier im Rahmen des 6. Stadtiftar herzlich willkommen heißen. Es ist eine schöne Angelegenheit, trotz aller Schwierigkeiten auf der organisatorischen, auf der logistischen Ebene war uns ganz wichtig, dass diese Tradition heute zustande kommt. Diese Tradition ist ein Versuch der Muslime, das stattliche Zusammenleben zu bereichern. Diese Veranstaltung soll widerspiegeln die Liebe, die Verbundenheit, die Verwurzelung der Muslime in dieser Stadt und die Verbundenheit mit ihrer Bewohner. Stadtiftar ist eine Plattform der Begegnung zwischen Gießnerinnen und Gießner, unterschiedlichen in ihrer religiösen Vielfalt, um sich gegenseitig kennenzulernen. Damit sie dann Erfahrung miteinander austauschen und gemeinsam Vorurteile abbauen und auch dann für uns Muslime konstruktive Kritik wahrzunehmen, damit wir dann gemeinsam mit allen Gießnerinnen und Gießner eine bessere Zukunft zu gestalten. Letztendlich geht es hier darum, das Stadtiftar, dass wir miteinander und nicht übereinander zu reden und füreinander und nicht gegeneinander zu sein. Die Stadtiftar ist eine der vielen Möglichkeiten, das bunte Bild unserer Stadt Gießen wahrzunehmen. Das ist auch eine Möglichkeit, transparent und authentisch die Muslime in Ausübung ihrer Kultausübung mitzuerleben. Das ist wichtig für uns Muslime, auch natürlich die anderen, die Interesse daran haben, aus unserer Stadt die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen. Das ist ein aktiver Beitrag der Muslime für den sozialen Frieden in unserer Stadt. Diese spirituelle Ladung, was wir im Rahmen des Fasten, diese Nähe zu Gott, diese Nähe zur Transzendenz, führt nicht zu einer Isolierung, Abkapselung der Muslime. Im Gegenteil, das führt zu sozialem Engagement, das wir einsetzen für das Wohlbefinden aller Menschen in dieser Stadt. Der Koran betont immer, diejenigen, die glauben und gute Werke tun. Ein Wort des Propheten ist, der Beste unter euch ist der Beste für seine Mitmenschen. Diese spirituelle Ladung bedeutet auch mehr soziales Engagement, mehr Einsatz, mehr Schutz für die Errungenschaften unserer Gesellschaft. Eine wichtige Bedeutung des Ramadan ist natürlich die Solidarität. Das heißt die Zugehörigkeit zu einer großen menschlichen Familie. Wie der Koran sagt, wahrlich, wir haben die Menschen Ehre erwiesen. Gott hat die Menschen geehrt und der Prophet sagt, der gehört nicht zu uns, der mit vollem Bauch schläft, obwohl er weiß, dass sein Nachbar an Hunger leidet. In der Zeit der medialen Welt wissen wir, dass viele Menschen, gerade in den Horn von Afrika, an Hunger leiden und deshalb soll das Hungergefühl uns Muslime an die armen Bedürftigen denken lassen, an diejenigen, die ihre Heimat verloren haben, ihren Besitz verloren haben durch sinnlose Kriege, zum Beispiel in Syrien. Das ist eine Begegnung, Möglichkeit dieser Solidarität, dass wir denn die Menschen in ihrem breiten Spektrum, in ihrem vielschichtigen Menschensein wahrzunehmen und nicht die Menschen als eine Religion, Hautfarbe, als eine Sprache zu reduzieren. Das heißt, eine Begegnung mit Respekt und Wertschätzung und die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln. Solidarität bedeutet auch, wie gesagt, viel Respekt, Empathie, und hier darf ich dann diejenigen begrüßen, die vor 2 Jahren und immer noch die Ehrenamtliche hier, die sich eingesetzt haben für die Menschen, die durch den Krieg alles verloren haben. Tausende von Menschen haben Schutz und Sicherheit bei uns gefunden. Durch engagierter Einsatz, ehrenamtliche Mitbürgerinnen von uns hier in Gießen haben die Menschen
Schutz gefunden und das ist für uns als muslimische Gemeinde eine große Lehre und das hat die Liebe und die Verbundenheit in unserer Stadt, unserer Mitmenschen vertieft. Das heißt, und im Namen der IRH und im Namen der DITIB-Gemeinde, im Namen der islamischen Gemeinde Gießen, darf ich dieser Dankbarkeit, viele Mitglieder, die dann diese Wärme und Liebe empfunden haben vor 2 Jahren, die mittlerweile an Mitglieder unserer Gemeinde die Dankbarkeit äußern nochmal. Und diese Dankbarkeit bedeutet, dass Loyalität zu diesem Land konform mit dem Grundgesetz zu leben und Bereitschaft, sich sozial in dieser Gesellschaft zu engagieren. Solidarität bedeutet auch mit dem Gedanken, mit dem Gebet bei den Opfern der kriminellen Aktivitäten, Anschläge, zuletzt in London und Manchester, vorher in Lyon, Berlin und viele Orts und Istanbul. Und wir bitten Allah, alle die Opfer in seine Gnade, seine Barmherzigkeit mit einzuschließen. Wir bitten Allah, die Verwandte, die Freunde, Energie und Kraft und Geduld geben, damit sie diesen starken Verlust verkraften können. Als jemand mit ägyptischem Migrationshintergrund sage ich in aller Deutlichkeit, dass und verurteile schärfst die Attentate und Anschläge auf meine christlichen Geschwister in Ägypten. Und hier nutze ich dann die Angelegenheit, um genau und eindeutig zu sagen, dass wir Muslime die Anschläge, diese terroristischen Anschläge auf schärfst verurteilen, uns davon distanzieren. Das ist nicht im Namen der Gießener Muslime, das entspricht nicht unser Islamverständnis in den muslimischen Gemeinden hier in Gießen. Diese Anschläge sind in keinster Weise religiös zu begründen und die sind nur als mörderisch und kriminell und verabscheulich zu definieren. Gleichzeitig verurteile ich die islamophobe Tendenzen des Sozialismus, die weiter zunimmt, leider in unserer Gesellschaft, auch dann die rechtsradikale Angriffe gegen Asylheime und gegen muslimische Institutionen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist auch zu kritisieren, die Radikalisierung junger Muslime in ihrer Komplexität auf ein religiöses Phänomen zu reduzieren. Dieses Phänomen ist vielschichtig und natürlich, kommen viele Faktoren zusammen. Zum Beispiel Scheitern in der Schule, Broken Home Verhältnisse und Fehlintegration. Das sind alle Ansätze, wo wir gemeinsam uns zusammentun, um eine vorbeugende Maßnahmen zu entwickeln. Wir sind voll bewusst und entschlossen, gegen Radikalisierung jeder Couleur vorzugehen. Als Aufgabe für uns Muslime ist klar, dass wir uns für die präventive Maßnahmen einsetzen, aufklärende Arbeit, Jugendgruppen, um einfach unsere pluralistische, tolerante Islamverständnis der muslimischen Gemeinde Gießen weiter zu vermitteln. Wir lassen nicht zu, dass unsere Kinder als Kanonenfutter bei ISIS missbraucht werden. Wir lassen nicht zu, dass unsere Religion entstellt und entführt von irgendwelche antisoziale Gruppierungen. Sehr geehrte Damen und Herren, aus unserer sozialen Verantwortung heraus, aus unserer religiösen Überzeugung heraus, setzen sich die Muslime gemeinsam mit Gießnerinnen und Gießner für eine vielfältige, pluralistische, friedliche Atmosphäre in Gießen. Gestatten mir, diesen Bittgebet auszusprechen, wo Allah schütze unsere Stadt, schütze die Menschen unserer Stadt, schütze die friedliche Atmosphäre unserer Stadt, schütze das Wohlbefinden
der Menschen in Gießen. Oh Allah, du bist der Friede, von dir kommt der Frieden. Lass die Menschen in unserer Stadt Gießen in Frieden leben. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ria.